Immer wieder werden uns Dinge erzählt, welche man getrost in Richtung Märchen schieben kann. Unwahr, gelogen, falsch. Unser nächster Redner kommt als Märchenfigur verkleidet, wobei er uns mit Sicherheit nur die Wahrheit berichten wird. Verkünden wird er uns von Dingen, die übers Jahr passieren, in Reim gepackt, klug formuliert, um uns zu amüsieren. Gar unverblümt berichtet er und immer gerade raus. Drum bitte ich ihn nun auf die Bühne. Rumpelstilzchen, komm heraus! Dem Schneewittchen sein Stiefmutter frug wieder mal im Märchenland: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da sprach das Spieglein wieder schiebet ehrlich zu: Die Schönste im Märchenwald bist du. Aber gleich, da wirst du wieder sauer sein. Denn fahr mal heute Abend in der Sartorie rein, da sitzen wieder, wenn ich nicht kurzsichtig werde, die 1300 schönsten Mädchen der Erde. So, da waren es gebrochen. Ich sehe schon. Mädels, euch jedes gut. Aber im Märchenwald wird nur noch lamentiert über das, was in Deutschland und in der Welt passiert. Für ein paar Jahre hielten uns die Griechen auf Trab. Dann hätte es mit dem Putin nicht mehr geklappt. Danach kommen die Engländer mit ihrem Abgesang aus Korea, der Uran-Utan von Pyongyang. Dann die Präsidentenkarikatur aus Amerika und jetzt noch der Rumpelstilzchen aus Ankara. Jetzt war der Erdogan im Märchenland, sprach Spieglein, Spieglein an der Wand. Ich will jetzt hier eine Rede halten und Deutschland mal ordentlich zusammenfalten. Denn da gibt es was, das hasse ich wie die Pest, dass man mich nicht zu meinen Anhängern reden lässt. Da hat das Spieglein kurz nachgedacht und dann voller Demut zu dem Ehrenmann gesagt: Passen Sie auf, du leidenschaftlicher Verfechter von Meinungsfreiheit, du fehlgeleitete osmanische Selbstherrlichkeit, du anatolisch-fanatisches Pulverfass, die Hanse doch eine Hau mit der Pann verpasst, du geistige Müllton vom Bosporus, bist du endlich nur noch Bestuss. Aber jangens bei die Holländer, die sind richtig nett. Bei denen hast du noch eine Stein im Brett. Von denen Christe, weil du immer so gekränk, ein Freikart für ein große Karawanmesse geschenk. Damit gehst du dann an die Wohnwarenständ von Hümer, Hobby, Knaus und Fendt. Da kannst du, wenn du willst, bis zum Erbrechen stundenlang von neuen Anhängern sprechen. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. Mädels, aber nicht nur das hätte letztes Jahr interessiert, sondern auch, was rund um den Fußball passiert. Willkommen im Reich der Transferperversionen, von Barcelona nach Paris, 222 Millionen. Für das Jahresgehalt von einem Herrn Neymar arbeitet Krankenschwester in Köln 800 Jahre. Wir haben jetzt im Märchenwald ein Komitee zur Entwicklung einer neuen Transferidee. Mir sagen deine Scheichs aus Abu Dhabi und Katar, mag ich im Fußball ein bisschen rar, dort ihr Milliarden sinnvoll investiere und statt Fußballer lieber Politiker transferiere. Es wird auch bestimmt keine Flop, wenn aus Nordkorea der laufende Kubikmeter mit dem Kistekorb
zusammen mit der Abrissbirne aus dem Weißen Haus, genannt die blonde Pürk mit der Twitterfaust, auf der Wunschliste von so einem Scheich ganz oben steht und im Doppelpack verhökert auf Reisen geht. Für 1,5 Milliarden wird dann ein Raket gezündet, womit man die 2 ob der Mond schießen könnt. Jeder kriegt für den Trip noch ein Päckchen Uran, dass der eine dem anderen in den Fuß stecken kann. Und der bei sich die größte Strahlung verspürt, würde von uns zum Arsch des Jahres gekürt. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen halt. Ja, und dann haben wir in der EU 2 Schätzchen, für die jede Demande vielleicht auch noch ein Plätzchen. Erst haben wir sie in der Union ganz herzlich begrüßt und jetzt treten uns die Ungarn und Polen ob die Föß und sagen trotz Urteil vom obersten Gericht LMAA, unsere Grenzen bleiben dicht. Aus Polen hörste, wir haben noch nicht ins Platz für uns eigene Lück. Die Familie Lewandowski haben wir schon nach München geschickt. Oder die Ungarn, für Zigeunermusik berühmt und bekannt. Aber Sinti, Roma und Moslems werden aus der Pusta verbannt. Nach dem Motto, komm Zigan, spiel mir was vor. Aber für Asyl, gehst du bitte weiter Richtung Brandenburger Tor. Da lobe ich mir doch die Italiener und Niederländer. An deren Grenze steht ein Schild auf einem Ständer. Willkommen ist hier jeder Mann, der uns das Fußballspielen beibringen kann. Ja, und dann hätte ich noch einen Kandidat für den Mond, denn abzuschießen sich auch sicher lohnt. Tition Partei, die hättet geschafft und wurde in Deutschland drittstärkste Kraft. Die haben ja bei sich so eine Widerling, dem jetzt vom Gehens verloren ging. Alexander Gauland, der von rechts außen aus der Hüfte schießt und seine Politgülle kübelweise über uns ausgießt. So à la Brüder und Schwestern, wartet nicht bis morgen, heute noch die Vizeschlampe von der SPD entsorgen. Danach werden wir in den folgenden Tagen Frau Merkel und diese Weicheier jagen und holen uns dann Stück für Stück unser Volk und unser Land zurück. Klar, ne? Der tat sich ja schon vor ein paar Jahren outen und ließ über Jerome Boateng verlauten, wer will denn diesen fremdländischen Knaben schon neben sich zum Nachbarn haben? Ich sag, hab Dank für diese flammende Rede. Aber so brung wie du bist, kann der Boateng ja nicht mehr wede. Und bei 10 Jeroms, links und rechts von mir, fühle ich mich 1000-mal wohler als neben dir. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass du Rumpelstilzchen heißt. So wie eine J und Pott. Aber sonst sind wir Deutsche ja weltweit geachtet, als Dichter und Denker bekannt, besonders in Arenal am Ballermannstrand, wo die Mallorquiner vor Freude die Fahne hissen beim Anflug mancher deutscher Vorzeigetouristen. Dabei muss man 4 Typen unterscheiden, diese uns in ganz Europa beneiden. Typ 1 tritt in Horden auf, säuft und grölt rum, hat dieses eben beschriebene Gehirnvakuum, kennt sich deshalb bestens in Politik und Erdkunde aus, marschiert durch Palma und schreit Ausländer raus. Typ 2 dagegen verhält sich völlig korrekt, wird im Hotel morgens um 5 vom Wecker geweckt, beweist dann, um sich nicht zu verspäten, olympiareife Sprinterqualitäten, schnappt sich sein Handtücher, rast an den Pool, krallt sich Sonnenschirm und Liegestuhl, ist dann aber völlig perplex und konsterniert, weil schon 6 Engländer der erste Reihe reserviert. Typ 3 kommt im September oder Mai,
für eine Woche Sonnentanken vorbei, kriegt von der Sonne wie ja nichts mit, weil er das überpennt, wird jetzt abends fit, bechert und baggert nachts ohne Pause, singt schmutzige Lieder mit Mickey Krause, fliegt zurück zu seinem Schatz in Kälte und Regen und klagt, ich hab die ganze Woche mit Schmerzen im Bett gelegen. Jetzt hier wird ja Gott sei Dank noch Typ 4. Solide Rheinländer, so wie wir. Wir haben, bevor man den Flug gebucht, einen Spanisch-Intensivkurs besucht, 4 Wörter gelernt, die sagen uns immer wieder vor. 3 cervezas, por favor. Von 4 Typen habe ich jetzt berichtet. Ich habe allerdings auch noch Typ 5 gesichtet. Kultstrophe. Eine Woche im Jahr steht der Papa am Herd, wenn der Kegelclub Mama bück dich nach Mallorca fährt. Frühmorgens in Palma angekommen, wird mit Prosecco L-Tyroxin für die Schilddrüse genommen. Danach ruft es Sonja, auf Mädels, ran! Frischfleisch sondieren am Ballermann. Und schon sind die ersten Adonisse am Locken. Bierbauch, Adiletten, Tennissocken und Grölen. Sieh ich aus, kleine Maus, mach dich schnackig. Da tönt es hieße, da gebe dran, dicker Mann, bist nicht knackig. Danach noch 2 Stündchen in der Sonne liegen. Man will sich ja auch nicht so viel bewegen. Nachmittags stehen neben Sahnetörtchen und Vanillesößchen die Cholesterintablettendöschen. Die werden aber schnell wieder versteckt, als man die Clubspitze-Männer aus Oberpleis entdeckt. Sofort wird in ein Hotel geeilt und sich für den Abend gestylt. Anti-Aging-Creme wird aufgeschichtet, das Komödchen mit dem Push abgerichtet, Bleach-Blond-Extensions für die Haare, Hormonpillen für die Wechseljahre, Kita-Salbe für die Knie und für intensive Feuchtigkeit Hyaluron Pro V. Nur die Margret stöhnt, mir det alles wie. Atemlos durch die Nacht schaff ich nicht mehr. 2 Stündchen sind sie schon am Schwofe. Da meint es Gudrun, jetzt muss ich jemals daheim anrufen. Seelenruhig und völlig entspannt, ne Tünnes im Arm, et Handy in der Hand, sprach sie ohne jedes schlechte Gewissen, Schatz, du glaubst ja nicht, wie ich dich vermisse. Schließlich wurde der Tünnes aber zu penetrant. Da klatscht et Gudrun ihm auf der Hand und meint, lebe jung, jetzt merket dir, auch wenn du da gleich lang dran kaust, mir sind nur zum Glühen hier, brennen tume zu Haus. Nur Sonja. Sonja nahm es als Singlefrau an diesem Abend nicht so genau. Und als am nächsten Morgen ihr Fridolin frug, wollen wir nicht zusammenziehen, da meint sie, lebe jung, in meinem Alter ist man erfahren und ein bisschen genannt. Dann nimmt man nicht mehr stationär auf, sondern nur noch ambulant. So, und jetzt hören wir uns wieder nach Köln. Wie war zu Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Da wurde gehämmert, gebacken, gestrichen, genäht, gemauert, gepflastert, geschreinert, gemäht. Und ehe ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagwerk schon gemacht. Hück machen die Heinzelmännchen von Köln andere Arbeit. Ich kann es erzählen. Da wird geklüngelt, gepokert, geschachert, frisiert, rumgeeiert und falsch kalkuliert, gejammert, verzögert, geschimpft und vergessen, Verantwortung geschoben und ausgesessen. Da haben sie das Bauamt noch zuletzt in de Kajas Nummer 0 versetzt.
Die sind da fleißig Papiere am Siegeln, machen aus nem Kalkberg nen Idiotenhügel. Selbst das Opernhaus bringt sie nicht in Nöte. Da gehen zig Millionen für der Zauberflöte, für der Zustand am Ebertplatz wird kapituliert. Straße und Brücke kriegen sie nicht saniert. Schneckentempo beim Wohnungsbau. Kölner Schulen sehen aus wie ein Sau. Doch die Damen und Herren von Rat und Verwaltung tragen ihr Amt mit Würde und Haltung und der Parole, wir haben mit nix jetzt zu tun, waren nirgendwo dabei. Aber bei der Prinzenproklamation sitzen wir in der Ätzterei. Ach, wie gut, dass jeder weiß, dass hier Rumpelstilzchen heißt. In diesem Sinne mache ich jetzt Schluss. Noch eine herrliche Sitzung, guten Herr Jodnerhus. Ihr wart ein fantastisches Publikum und ich freue mich, wenn ich irgendwann wiederkomme. Tschüss und Alaf, Kölsche Mädchen und mache ich noch eine schöne Fastelovend. Seit 35 Jahren auf der Bühne und immer wieder aktuell. Herrlich, ausgezeichnet als Meister der Kölschen Sprach und des Kölschen Humors. Lieber Fritz Schops, für dich den Orden des Festkomitees. Und wir rufen aus, Obert Rumpelstilzchen, ein Dreifach von Etze, Kölle! Rumpelstilzchen, Mädchensitzung, Maret Jod.